Gut, hallo zusammen. Ähm, Hallo Pferdemädchen, hallo Cookie, falls ihr noch da sind. Genau. Ich tue nicht wieder. Hallo Cookie, wie geht's dir? Also, mir geht's ganz okay. Eigentlich sogar gut. Ja. Genau, ich stream heute wieder, weil heute ist einer von meinen Streaming-Tagen, also die habe ich ja beschlossen. Und der Donnerstag ist unter anderem einer von meinen Tagen. Und darum tue ich heute wieder streamen. Genau. Hallo Pferdemädchen, schön, dass du da bist. Okay, ich tu nicht wieder leveln, so wie jedes Mal eigentlich. Und tu nebenbei einfach ein bisschen mit euch quatschen. Heute bin ich auf dem McNugget unterwegs. Ignoriert einfach den Namen, okay? Ich weiß nicht, wieso das der McNugget heißt. Und ja, dann legen wir doch gerade mal los. Du klingst gerade auch viel besser in den letzten Tagen. Hat man gemerkt, dass es dir nicht so gut geht. Ja, vorgestern war ganz schlimm. Gestern ist es eigentlich gegangen und heute, ja, geht es eigentlich auch. Komm hier online. Alles klar, Pferdemädchen. Mach du das. Ich bin jetzt auf dem Server Ice Cream Mountain, heißt er, glaubst du? Das ist der Server 17. Genau. Geht es jetzt auch so tönen, dass mir besser geht, das Lied vielleicht auch daran, dass wir jetzt wirklich Lust haben zum Streamen. Und ja. Hoi Dori, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Ich habe dich vor da im Spiel gesehen, Moorland. Okay, dann das da. Ja, mir geht's gut. Das freut mich sehr. So, so bin ich eben gerade vom Weg zum Pony Jumpy. Oh, okay. Ja, ich glaube, du bist einfach in den Stall verschwunden. Oder einfach irgendwie einfach so verschwunden irgendwie. Und ja, ich habe dich nur mal kurz gesehen und das lustig gefunden. Das Pony Jump ist schon vorbei. Und wenn ja, wer hat gewonnen? Die ersten gesehen haben nur 5 Leute mitgemacht. Okay, GW. Sagt mir da ein SSO. GW zum ersten Platz. Aber wenn nur 5 Leute mitgemacht haben, also ich vermute mal du plus 4 andere, ist trotzdem eine starke Leistung. Also ich bin mal beim Bunny Jumpen mit Abstand Erste geworden. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Genau. So. Okay, und dann das da. Genau. Ich habe jetzt mal ein anderes Getränk da anstatt Wasser, nämlich ein Gocki. Hoppala. Und ja.
Ich habe nicht wieder so ziemlich viel gepostet davon. Hoi Raya, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Ja, also auf jeden Fall meine fast volle Wasserflasche steht trotzdem neben mir. Also wenn ich mal auf etwas anderes Lust habe oder wenn das Gurke leer ist, dann habe ich nicht mehr das Wasser. Ja, so einigermaßen. Okay. Willst du darüber reden oder ist gut? Willst du einfach eine Ablenkung? Ups, genau. Genau, habe ich das jetzt nicht verwünscht. Super. Ich komme auch ins Spiel einfach mit einem anderen Account. Ich heiße Moa. Okay, ich bin jetzt auf dem Server Ice Cream Mountain unterwegs. Genau. Tägliches Training. Ich habe nicht auch einen neuen Account erstellt. Bei SSO. Und der Name ist so herzig irgendwie. Ich habe das aufgenommen, wie ich das Tutorial gespielt habe bei diesem Account. Und ja, nee, echt jetzt. Was denn Reihe? Ah, da ist ja Dori. Und der McNugget ist Level 6. Yay. Okay, den Platz dahinter. Ich habe heute auch einen neuen Account erstellt. Okay, in dem Fall High Five zum neuen Account. Und auch High Five zum McNugget, so wie er da schön reitet. Ja, also ich kann ja mal den Namen vom Account verraten, das ist jetzt nicht wirklich geheim, vor allem weil ich das dann nicht noch zusammenschneide. Der Account heißt Akiko Autumn Fire. Ich finde es so herzig, ich meine Herbstfeuer. Und der Name Akiko bedeutet Herbstkind oder so etwas. Und ähm, und ich bin per Zufall auf dem Server 2 Autumn Star eingeteilt worden. Also irgendetwas hat der Account mit dem Herbst. Aber auch den zweiten Account heißt aber auch da Coco. Okay, so nicht. So kennt man ihn vielleicht ein bisschen besser. Ich habe es gefilmt, weiß aber nicht, ob ich es hochlade. Okay, du in dem Fall auch. Also ich habe es aufgenommen, ich muss einfach nur noch zusammenschneiden. Okay. Zirkus. Da bin ich. Gut, ich werde jetzt nicht sagen, wie viele Accounts dass ich in SSO schon habe. Es ist furchtbar. Ich habe einige Accounts, die ich sogar vergessen habe und die dann per Zufall wiederentdeckt habe. Es ist so schlimm. War das unfair? Okay. Ich bin in Silverglade. Gut, ich noch beim Zirkus. Es dauert noch ein bisschen, bis ich in Silverglade bin. Bekannt von einer Freundin, die in teilweise im Haus Gabriel Blue Pie. Dort gehe ich dann später drauf, will unbedingt den Trailblazer fertig haben. Okay. Lustig, dass der so heißt wie mein Hauptaccount beim Vornamen. Finde ich noch cool. Ich mache mir immer Gedanken, dass ich zu viele Accounts habe. Raya, ich glaube, ich bin die mit den meisten Accounts auf der ganzen Welt. Ich
ich bin ab und zu einfach zum Spaß mal auf dieser So-Webseite und habe mir coole Namen rausgesucht und dann habe ich meistens so einen Namen so toll gefunden, dass ich dann gerade einen Account dazu erstellt habe. Mit einem Non-Star Rider Account kannst du nicht mal den Trailblazer Track machen, also die Sachen abholen, das ist unfair. Also so. Ja, das ist schon. Vielleicht wenn es damit Leute zwingen zum Star Rider kaufen oder zumindest abonnieren. Ja. Also ich kann es wiederum verstehen, wenn es um Geld geht und so, aber wenn es um Fairness geht, verstehe ich es ja nicht. Doch, dann bin ich beruhigt. Genau. Also die Schlimmste ist, die meisten von diesen Accounts sind Lifetime Star Rider. Das heißt, ich kann die nicht einfach so löschen, weil ich will nicht, dass das Geld verschwendet ist und die meisten Accounts gefallen mir jetzt eh nicht mehr. Also, was mache ich mit denen? Und ich weiß nicht, wieso ich mir auf diesen Lifetime gekauft habe. Wieso springe ich da eigentlich? So. Ich mag es halt einfach, das Spiel immer und immer wieder durchzuspielen. Ja, das finde ich auch toll. Ich habe irgendwie auch die Hauptstory irgendwie 5 oder 6 Mal durchgespielt. Weil es macht halt einfach schon irgendwie Spaß. Also wenn ich einfach mal Lust habe zum Quest, dann gehe ich auf meinen dritten Account. Weil dort habe ich dann jede Menge Nebenquests, aber die Hauptstory steht da schon durch. Aber bis zum einen Update, wo die Story weitergegangen ist, dann habe ich das nicht mehr gespielt. Aber ja. Also durchgespielt habe ich das Spiel noch nicht, aber schon vieles wiederholt. Ja, so kann man es auch machen. Genau. Warte mal, was ich kann als nächsten Rider nicht mal den Transporter benutzen. Vor einer Woche ging das noch. Ich habe gemeint, den Transporter hast du als Non-Star Rider noch nie können verwenden. Kann es sein, dass du den Account vor einer Woche erstellt hast und dort den Star Rider kurz bekommen hast? Kann das sein? Weil ich weiß so genau, wie ich bin. Als ich mit dieser so angefangen habe, bin ich so verwirrt gewesen, wieso da so viele in den Transporter reingehen. Dann bin ich auch mal dort hingegangen und dann ist einfach so die Meldung gekommen, dass man den als Non-Star Rider gar nicht verwenden kann. Wenn man die E-Mail bestätigt bekommt, man zum so Star Rider. Genau. Also kann es sein, dass das wahrscheinlich zusammenhängt. Also ich hoffe, ich räuspere euch nicht zu viel, weil irgendwas guckt oder macht irgendwie meinen Hals zu und ich weiß nicht wieso. Genau. Alles gut. Ah, das freut mich. Weil mich selber stört es eben ein bisschen. Darum weiß ich nicht, ob es euch auch stört, aber wenn es Strahlen stört es schon mal nicht. Das ist gut. Ich wechsle nachher wieder zu Wasser. Ich glaube, dann ist es vielleicht ein bisschen weniger. Oder einfach allgemein besser. Ei, ei.
Nein, heute während der Aufnahme bei dem neuen Account, den ich erstellt habe, habe ich auch gesagt, oh, ich bin gerade so motiviert zum Questen. Und dann logge ich mich bei Level 3 über schon wieder raus und habe ihn heute einfach nicht mehr verwendet. Wie findest du den Namen Elderix? Ich finde den cool, es ist so ein Mix zwischen Fantasy und Asterix und Obelix Welt, finde ich. Elderix, das ist denn cool. So habe ich das neue Anführer, also wahrscheinlich Anführpferd genannt. Oh, cool. Das ist ein toller Name. Bei meinem einen Account heißt er Theo, das Anfi. Das finde ich auch mega cute, das Haus namens Theo. Auch nicht schlecht. Genau. Weil mich finde es voll herzig, weil Theo ist ja ein echter Name. Und dass das in SSO geht, ist schon mega toll. Ich finde allgemein so echte Namen für Pferde richtig cool. Zum Beispiel Anja oder Aria oder Beat, was noch gegangen ist. Ja, ich finde es allgemein mega cool. Theo erinnert mich an den kleinen Tiger von Lars der Kleisbär. Da gibt es einen Tiger, der Theo heisst. Ich habe das schon viel zu lange nicht mehr geschaut oder gespielt. Genau. Ich wollte dann noch Container erstellen, um die besser sozusagen in YouTube nochmal durchspielen, aber ich kann mich nicht zurückhalten. Also wenn ich dich zurückhalten kann, dann ist es doch eigentlich gut, weil dann kannst du gerade loslegen. Ja. Ich meinte ja, oder irgendein anderer Charakter beim Lars. Ich weiß es nicht. Also es gibt, ich glaube, der Robby, die Robbe, oder? Dann der Haas, aber der heißt, glaube ich, etwas mit Le oder La oder so. Und eben der Lars selber. Aber mehr weiß ich jetzt nicht. Ich habe einmal einen Account erstellt, um da die ganze Story Let's Playen. Ich bin jetzt aufgenommen, habe ich 15 Parts. Aber ich muss die alle noch schreiben, genau. Ich muss die noch schneiden, meine ich. Und ich finde den Accountnamen so super cute. Vor allem, weil es mit einem von meinen Lieblingsspielen zu tun hat. Genau. Ich weiß nicht, ob der Name Task geht. Ich denke es nicht. Also ich weiß jetzt nur, dass der Film Task gibt, wo glaube ich ziemlich verstörend ist. Aber was das Wort selber bedeutet, weiß ich jetzt nicht. Was wäre noch eine Namensidee für einen dritten Account? Schon Coco Windrain, Coco Coldhoof, Coco Eis. Irgendwas mit Eis. Weil Winter, Cold und Eis. Oder Snow.
Das wäre irgendwas mit diesen Wörtern. Ice Snow oder vielleicht Snowpaw. Poker Snowpaw. Zum Beispiel, ich finde, das wäre auch cute. So, jetzt geht's ab nach Silverglade. Oder irgendwie Eis. Jetzt finde ich irgendwie etwas mit Palace oder Queen oder irgendwie so etwas. Aber Snowpaw ist richtig herzig. Schneepfote. Mein Charakter kommt aus Indien. Cool. Also der, den du da jetzt gerade spielst. Da im Spiel. Der Moa. Meinst du den? Ja. Okay, cool. Ich weiß nicht einmal, von wo das meine Charakter kommen. Sie existieren einfach. Gut, dafür weiss ich bei meiner eigenen Geschichte die Herkunft von meinem Charakter. Der eine ist Spanier, der andere Amerikaner und der andere aus der Slowakei. Das sind so die drei Hauptcharakter bei mir. So, da ist Dori wieder. Genau, für die Streifenhörnchen. Leute, nicht vergessen, es gibt täglich, also nicht, es gibt jeden Donnerstag zusätzliche 10 Spieler XP. So. Und da ist sie. Hallo. Moss and Yard. Das ist noch cool. Und Dori ist auch da. Cooles Pferd. Geht das auch uns beide an Dori oder an mich? Ja. Okay. Dann chillen wir es da ein bisschen. Es ist schön das dritte. Hm. Okay, eigentlich will ich weiter leveln, aber so beieinander stehen ist schon schwer cool. Okay. Steves Rennen. So, let's go. Ich mach das schnell 4 Jump Minuten. Alles klar, Dori, mach du das. Ich mache erst nach meiner Levelroute Jumpies. So kann ich es ununterbrochen machen. So das Leveln. Ich sollte mir echt mal für die Streams Themen aufschreiben, wo man so kann ein bisschen drüber reden kann. Damit ich nicht immer so da hocke und es so spiele und ihr hockt genauso da und schaut einfach zu. Und niemand sagt etwas. Das ist schon ein bisschen. Ja. Ich finde, der Ranfi hat einen wunderschönen Tag. Das ist doch schön, oder?
Wenn der Anfi einen schönen Tag hat, dann kann er es geniessen. Und ja. So, und der McNugget ist Level 7. Besondere Bewegung. Nice. Ich glaube, es ist ein langsamer Schritt. Ja, bist sehr langsam. Aber dass der Charakter da den Arm so abhebt, das finde ich noch voll cool. Erzähl doch mal von deiner Herzensinteresse. Nur zu gern. Ich habe nicht Google Gemini ausprobiert und habe dann so gefragt, kannst du herausfinden, was meine also meine Spezialinteresse ist? Und dann habe ich Google Gemini so richtig neugierig gemacht. Dann habe ich so geschrieben, ähm, es hängt mit dem lateinischen Wort Sonus und einem Slangwort, das mit S anfängt, zusammen. Und dann hat die KI absolut keine Ahnung gehabt. Dann habe ich so angefangen, ja, was haben die 3 Jahre 1946, 1994 und 1999 gemeinsam? Dann kommt er mit irgendwelchen 50er Jubiläen, irgendwie von Politik und Sport und Olympia und was weiß ich. Und ich so, jetzt nimmst du mal die Jahreszahlen und nimmst die anderen beiden Infos mit dem Slangwort und äh, lateinischen Wort zusammen. Und was ergibt das? Und die KI ist dann irgendwie, keine Ahnung, was ist die gekommen? Irgendwie, irgendwie musikalische Fachbegriffe und ich so, nein. Und dann wiederum ChatGPT hat sofort gewusst, um was es geht. Ja, es ist so lustig gewesen. Genau, ich kann mal erzählen, was die 3 Jahre zusammen zu tun haben. Also 1946, 1994 und 1999 sind ziemlich grosse Meilensteine gewesen. Aber dass eine KI, die auf komplett Google Zugriff hat, nicht drauf kommt, dass ich damit so nicht meine. Also bitte. Genau. So, einmal das ran. Ne? Ja. Ich frage mich bis heute noch, wieso das mein Hirn genau Sony ausgewählt hat als Herzensinteresse. Es hätte ja ganz gut können Apple oder Samsung oder Spotify oder was auch immer sein. Aber nein, es hat genau das müssen sein. Ja, gut, es könnte schon Zusammenhang haben, wieso das genau Sony getroffen hat. Ja. Ups. Genau. Habt ihr einen Lieblingspferdenamen oder ist es einfach eine gute Marke oder gibt es irgendwas, was dich anzieht? Es ist sowieso eine gute Marke, aber es gibt da eigentlich nichts Spezielles, was mich anzieht. Das ist einfach irgendwie wie fast schon Identität irgendwie ist so nicht für mich geworden. Und ja, ähm, also es hat damals angefangen. Ich habe mir ein Handy von Sony bestellt. Also ein ganz spezielles, eins, das nicht jeder zweite hat oder so. In Club. Genau. Und das ist ein Xperia.
Und das kann man mit den Alpha-Kameras ähm, verbinden. So dass dann als externer Monitor ist. Und dann im Geschäft haben wir eben eine Alpha-Kamera gehabt. Und irgendwie habe ich dann meine eigene Alpha-Kamera wollen und irgendwie so ist es entstanden. Genau. Mein Lieblingspferdname ist Fantastico aus Bibi und Tina mit dem Herr Kackmann. Wer ist Kackmann? Sie ist schwarzer Ross. Fantastico ist auch cool. Also meinst du jetzt allgemein Lieblingspferdename oder nur in SSO? Weil in echt wäre es bei mir Linda. Aber da in SSO ist mein Lieblingspferdename, der wechselt immer wieder ein bisschen, was? Aktuell ist es bei mir Crimsony. Also Crimson und das Y. Wenn man es ausschreibt, dann merkt man sofort, wieso das aktuell mein Lieblingspferdename ist. Genau, also dann geht zu der Marlis Winterjoy, ne? Speedrack. Irgendwie sieht es so komisch aus. Das Ross tut sich zu langsam bewegen, für das, dass es sich so schnell fortbewegt, habe ich irgendwie das Gefühl. Und der aufrechte Gang ist auch ein bisschen speziell. Ich mag Maximus aus dem Film Rapunzel. Oh ja, der ist ganz toll. Unser eines Pferd hätte genau denselben Charakter wie Maximus. Oh, ja, der Maximus ist ja nicht gerade so, hat nicht gerade so einen tollen Charakter, finde ich. Aber der ist auch mega toll. Ich kann jetzt so das Max nennen, da in SSO. Vielleicht mal irgendeinen Schimmel nehmen und das Max nennen. Oder Maxi oder irgend so etwas. Also das Ross heisst Fantastica und der Ritter heisst Herr Kackmann. Okay. Fantastica, also nicht Fantastico, sondern Fantastica. Habe ich das falsch gelesen? Ah nein. Okay. Gut, Bibi und Tina hat mich jetzt nie wirklich interessiert. Ja. Ich bin noch nie so schlecht gewesen im Rennen. So, Barrel dran. So ein Rennen machst du aber auch toll mit dem Speedwack. Dauert zwar ein bisschen länger, aber es sieht irgendwie cooler aus. So, Koppelstrecke. Fantastico. Ah, da gehört du. Ah, okay, also doch Fantastico. Aber ist auch ein toller Name. Ich habe mal ein Kleidsteil erfunden, das. Moment. Das Max heißt, er gehört auch zu einem meiner Lieblingscharakter, weil er so groß, aber trotzdem so auf nett ist. Oh, voll herzig. Sag mal, was ist heute los? So, jetzt. Genau, und einmal in den Zaun rein. Gut gemacht, McNugget. Wenn du so weitermachst, dann wirst du tatsächlich ein McNugget, okay? Okay, ich habe nichts gesagt. So. Okay, werden die 3 Rennen jetzt auch wieder gemacht? So, dann geht's ab zum Landgut. Es gibt manchmal so Tage, an denen gar nichts funktioniert. Ja, das ist leider so. So Tage, wo du einfach nur tollpatschig bist oder wo dir alles missgelingt oder
wo einfach nicht funktionieren. Das ist schon richtig nervig. So, ich habe jetzt zwar extra noch ein zweites Gocki geholt. Das Gocki Zero ist das. Weil die halt so cool sind zum nebendran gamen. Aber beim Streamen oder beim Reden ist es vielleicht nicht so optimal. Aber mein LAN-Kabel ist gerade rausgeflogen auf einmal. Alles ist weg, YouTube geht nicht, Netzwerkfehler in der Saison, nichts geht mehr. Ja gut, neu eingesteckt, neu gestartet und ich gehe rein und das erste, was aufploppt, mein Sicherheitsbrowser. Lass uns sein Gerät auf Viren checken. Nice. Okay. Ja, das klingt ein bisschen ärgerlich. Okay. So auch immer die Lara so da steht, mit den Armen so ausgestreckt. Doch jetzt nicht mehr. Sieht man eigentlich Achter, wenn sie auf der Kuppel am Rangieren sind? Gute Frage, ich habe das noch nie gesehen. Aber es kann auch sein, dass nie jemand gemacht hat, wenn ich da in der Nähe bin. Aber ich vermute mal wahrscheinlich nicht. Und dann slidet da unten am Bildschirmrand so eine Nachricht. Bist du dir sicher, dass dein Gerät keine Viren hat? Oh, Herbert, bin ich und jetzt hau ab. Oh, der arme Herbert muss abhauen. Ich glaube, so eine Meldung ist auch ein bisschen komisch. Bist du dir sicher, dass dein Gerät keine Viren hat? Das klingt eigentlich fast schon nach einem. Okay. Jetzt eine große Frage. Nochmal ein Cola oder Wasser? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin immer so, wie heißt es, ambivalent. Mal das, dann wieder das eine, dann nochmal das andere und dann wieder das eine. Genau. Also beides hat Vor- und Nachteil. So. Echt ein Wasser, selbst. Auf was hast du mehr Lust? Eigentlich aufs Gocki. Aber ich denke, wenn man Durst hat, sollte man doch eher gescheiter Wasser trinken, um den Durst weil das darf man ableeren. Das Gocki ableeren ist jetzt vielleicht nicht so schlau während dem Stream. Also so meine Quest packt. Oh. Oh nein. Trink doch einfach beides. Okay, das ist eine gute Idee. Wenn ich Durst habe, trinke ich Wasser und wenn ich Lust habe, trinke ich das Gocki. Stimmt, das ist ein guter Kompromiss. Meine Quest steckt im Boden. Oh nein, das ist sehr, sehr ärgerlich, Cookie. Welche Quest ist es denn? Okay. Ich konnte heute bei meinem Charakter auswählen und den Kopf nicht auswählen, ganz komisch. Hoppala. Okay. Ich konnte die noch nicht mal anfangen. Oh, okay, das ist mies. Aber ja, wie meinst du, dass du den Kopf dort kannst auswählen kannst? Was meinst du bei der Erstellung vom Charakter auf der Webseite?
machst du das Cookie auf, das ist nämlich in einer Dose. Das hat man jetzt wahrscheinlich richtig gut gehört. Okay. Seite neu laden hast du versucht. Vielleicht hilft das. Okay, laut YouTube habe ich jetzt nur noch einen Zuschauer. Habe ich jetzt durch das Gocki-Geräusch alle vergrault? Oder sind ihr noch da? Ich habe dann im Spiel den Kopf gewechselt durch Kings. Okay, stimmt, am Anfang kannst du einmal gratis machen. Und dann sollte es gehen. Ich bin anwesend. Ah, okay, dann ist es definitiv ein Fehler, weil jetzt habe ich scheinbar 0 gleichzeitige Zuschauer. Aber wir sind ja offensichtlich beide da. Also, das ist ein bisschen komisch. Das heisst, auf die Anzeige kann man sich nicht verlassen. Schade. Und Raya ist auch noch da. Ich bin gerade selber am Leveln und lasse den Stream auf dem Handy dran laufen. Ah, das klingt entspannend. Ich finde es cool, dass du meinen Stream so nebenbei los ist. Aber eben, es besteht kein Zwang zum etwas schreiben da im Chat. Genau. So, das eine Flachs dahinter möchte ich unbedingt. So. Hoppala. Okay. Um mich zu verscheuchen, braucht man mehr als eine Dose Cola. Okay, das ist halt nicht mein Ziel, zum Leute zu verscheuchen. Ich habe nur gedacht, weil gerade nachdem ich die Cola-Dose aufgemacht habe, sind Zuschauer raus. Also laut YouTube. Und ja. Aber immerhin weiss ich, über was ich nicht reden sollte, wenn du anwesend bist, Raya. Das habe ich gestern herausgefunden. Also gestern während dem Stream, meine ich. Und ja. Aber es gibt bei meiner Herzensinteresse noch so viel mehr Bereiche, die nicht mit dem zu tun haben. Also kann man einfach über das reden. Jetzt komme ich schon wieder mit... Upala. Okay, es erzählt. Jetzt komme ich schon wieder mit meiner Herzensinteresse. Ich kann es einfach nicht zielen. Kaum ist draussen was ist, geht's los. So einen gemeinsamen Moment habe ich auch noch. Ich habe jetzt nicht allzu Angst vor einem Roboter. Ich habe einfach nur komisch reagiert plötzlich darauf. Das ist nicht immer so. Okay. Gut, ich finde einige Roboter auch unheimlich, also du bist da nicht allein. Aber jetzt zum Beispiel bei so Haustierroboter oder so ist es etwas anderes. Ich habe früher mega Angst vor Staubsaugerroboter. Ich meine Rasenmäherroboter. Vor denen habe ich richtig Angst gehabt. Und jetzt sind sie noch unangenehm, aber ja. Alles gut erzählen. Okay. Dann kann ich doch drüber reden. Ich meine, das ist doch ein ganz herziger Hund, oder? Und ja, ich kann ihn programmieren, so dass er zum Beispiel, dass ich etwas einspreche und wenn man ihn etwas fragt, dann sagt er das. Und das ist schon richtig lustig. Ups.
Das bin ich gerade ein bisschen verschrocken. Wie ist das jetzt passiert? Ich habe auch ein Pferd erfunden, das war ein Roboterpferd süß, Metal Horse. Cool, es gibt ein Roboterpferd in SSO. Der Bolt vom Halloween-Event. Und Metal Horse passt da ziemlich. So, jetzt bin ich da. Perfekt. Eigentlich mag ich gar keine American Saddlebreds, aber ich habe das jetzt einfach genommen, damit ich es hinter mir habe. Das Pferd gehört zu einem meiner schlimmsten Charakter, die ich erfunden habe. Oha. Der Metal Horse. Also von der schlimmsten, weil du allgemein Roboter nicht magst? Oder weil er einfach zu den Bösen gehört? Wann ist das Bösen gehört? Also wenn zum Beispiel wie jetzt Dark Rider, dann ist es so, die Böse halt. Also es gibt ja, also ich weiß nicht, wie deine Story ist. Es gibt eigentlich so die Bösen oder die Feinde vom Hauptcharakter oder irgendwie so etwas. Ja. Yep. Ah, okay. Also bei mir ist es so in meiner Geschichte, die Feinde von meinem Hauptcharakter, die haben weder Namen noch Aussehen noch so etwas, sie sind einfach irgendwie da. Und verfolgen dann den. Also verfolgen jetzt nicht im wörtlichen Sinn, sondern immer, die taucht immer wieder auf. Aber wir haben weder Namen noch Aussehen noch so etwas. Eigentlich gerade richtig deep, wenn man so überlegt, was die sollten darstellen, wo ich aber noch am herausfinden bin. Könnte das wie eine psychische Erkrankung sein? Die kann man ja wieder sehen. Nur hat sie es ausgesehen. Die ist einfach da. Im Prinzip wie die Charakter, die das darstellen. Der Hauptcharakter, den ich habe, heißt Angriff und er möchte vom Hauptcharakter sein Herz haben. Das ist spannend. Ist die Geschichte schon fertig oder bist du noch dran, die am Ausdüfteln? Dann würde ich gerne das Ende wissen. Ob er es schafft oder nicht. Ich bin noch dran, sie ist am Austesten. Moment, dran, sie am Austesten. Ich habe noch mehr Geschichten sonst. Ah, okay. Gut, ich habe einfach eine lange Geschichte, die sich auf 4 Bücher aufteilt. Also am 4. bin ich noch dran. Und ja, bis jetzt ist das eine unendliche Serie, wo ich noch kein Ende sehe, aber es ist spannend, kann ich noch sagen. Oh, cool. Also, die Szene, wo rauskommt, ob er gewinnt oder nicht, da mit dem Herzkrieg vom Hauptcharakter, das ist noch nicht definiert. Meine Geschichte ist theoretisch auch unendlich lang. Die hat bis jetzt auch keinen Sinn und ich weiß auch nicht, wie es enden sollte. Und ja. Ich könnte mal meine 3 Bücher holen. Ich kann sie drucken lassen. Die stehen jetzt bei mir im Regal. Da kann ich einfach mal ein bisschen etwas daraus vorlesen oder so, wenn euch das würde interessieren. Aber es ist halt schon sehr private Sache. Also, wenn ein Psychologe oder Psychiater das würde lesen, dann würde sofort Alarmglocken schlagen und mich in eine Psychiatrie schicken. Genau. Warum nicht? Ja, soll ich das wirklich machen? Also, wenn ich schon so offen bin gegenüber so Sachen. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, aber der hat ein Dislike bekommen, leider. Darum gehe ich davon aus, dass er entweder nicht zu SSO gehört und es darum ein Dislike bekommen hat.
Oder weil das Video allgemein schlecht ist oder weil meine Bücher schlecht sind. Aber scheinbar laut meiner Lehrerin aus der Berufslehre habe ich literarische Qualität. Also wir haben einen Aufsatz über unser Traumhaus müssen schreiben und dann habe ich zwar keine gute Note bekommen, weil es halt das Traumhaus nicht beschreibt. Also was in meiner Sicht eben voll gemacht hat. Aber es war literarische Qualität gewesen. Eine Geschichte können manchmal auch sehr pervers werden. Okay, meine sind das nicht. Meine sind einfach nur auf. Ähm. Moment, was? Meine sind einfach eher brutal. Also wirklich, Gewalt anstatt pervers. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ins Detail sich da gehen darf. Weil. Ja, nicht, dass der Stream noch gesperrt wird oder so, weil wir über zu brutale Sachen reden. Und ich weiß nicht, wie gut dass ihr damit umgehen könnt, darum gescheiter vielleicht ein anderes Thema. Oder so ein bisschen oberflächlich, wo nicht um das drum geht. Wenn in meiner Geschichte kommen auch schöne Szenen vor, wie zum Beispiel eine Verlobung oder ein neuer Charakter kommt vor. So etwas zum Beispiel. Ja, okay. Genau. Also in meiner Geschichte dreht es sich vor allem um Flugzeuge und um Piloten und so. Und ja, bei mir auch. Aber dir, also jetzt auf das mit dem mit der Gewalt bezogen, oder? Über was genau? Ich habe jetzt in den letzten 30 Sekunden über sehr viel Verschiedenes geredet. Da der Zusammenhang behalten ist ein bisschen schwierig. Ich möchte heute meine Geschichte irgendwie alles auffassen, was in der ganzen Welt passiert oder was passieren kann und so weiter. Ah, okay, so eine Übersicht oder das Brainstorming oder so. Das ist auch eine gute Idee, so zum die Übersicht behalten. Nicht heute. Okay. Also das nicht heute auf deine vorherige Nachricht oder das, was ich gesagt habe? Ich bin ein bisschen verwirrt. Egal, okay. Ja, im Zusammenhang denke ich, ist für mich nicht immer einfach. Vor allem, wenn man streamt und ein Siebhirn hat. Und innerhalb von einer halben Minute über 10 verschiedene Sachen redet, ist es ein bisschen schwierig herauszufinden, was den Zuschauer meinen. Ah, der Korrektur hat wieder zugeschlagen, das meinte ich. Ach so, du willst allgemein deine Geschichte irgendwie alles auffassen und so und nicht genau heute. Okay, okay. Ja, der Korrektur stellt es ein bisschen fies. Also meine Autokorrektur hat irgendwie das Problem mit dem Wort nicht. Es tut immer zu böse abwechseln, also ändern. Und das gibt teils, genau, das bedeutet dann genau das Gegenteil wie das, was ich noch sagen. Zum Beispiel, ich mag nicht. Wird daraus, ich mag böse. Und ich so, Autokorrektur, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich will. Aber danke. Ich weiß nicht, wieso das dieses Wort böse eingespeichert hat. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ja.
Einmal das und dann das Boxrennen. So, let's go McNugget. Wenn der McDonalds wüsste, dass man ein Rost McNugget kann nennen. Ups. Nein! Oh, was passiert, wenn man nicht aufs Spiel schaut? Wir könnten ja mal ein Live-Q&A machen, also ein Live-Fragen und Antworten. Ihr stellt mir Fragen, jetzt egal zu was, zu es so persönlich oder was auch immer. Und dann tue ich es beantworten. Wärt ihr da dabei? So, das Boxrennen wäre auch gemacht. Okay. Dann ab zum Golden Hills Stall. Ich möchte heute meine Geschichte schon irgendwann. Wahrscheinlich nicht heute, oder? Ich möchte meine Geschichten schon irgendwann rausbringen. Das Problem ist einfach nur, ich habe die Geschichten schon von existierenden Geschichten und denen ich einfach weiterarbeite. Dann könntest du es als Fanfiction rausbringen. Das ist, glaube ich, so erlaubt. Also ich glaube, meine Geschichte zählt auch als Fanfiction. Und ja, ich bin dabei. Super. Dann einfach raus mit den Fragen, falls du irgendwelche hast. Aber musst natürlich nicht, gell? Jetzt hat er, glaube ich, das Vorschaubild wieder kurz gelegt. Kann das sein, dass der Stream noch kurz gehangen hat? Läuft da alles? Weißt du was, ich mache schnell anders, damit ich weiss, dass wirklich alles läuft. Schnell flutlos stellen. Ich da schnell in meinen eigenen Stream rein. Jetzt mal schauen, ob da noch alles läuft. Stell es einfach mal da an. Ups. Nein, mein Schleichpferd ist gerade umgekehrt. Oh no. Entschuldigung. So, okay. Jetzt sehe ich, ob mein Stream läuft oder nicht. Das finde ich gut. Du hast auch Schleichpferde. Ja, ich habe zwei Schleichpferde. Ein Trakehner und... Ja, super, danke für den Leg. Ein Trakehner und ein Saddlebred. Und ich. So. Ich habe zwei Säcke und ein paar Kisten voller Schleich. Okay, das ist sehr viel. Genau. Wieso nicht das Y am Schluss? Dori, ich glaube, deine Nachricht ist nicht durchgekommen. Kann das sein? Du hast dann nichts mit einem Y geschrieben. Du hast eigentlich gar nicht geschrieben, nur mit 3 ja. Oder deinem Spiel, oder? Uppala! Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Oh! Okay, das ist jetzt knapp. Ich werde fast runtergefallen. So. So hat das wirklich nicht ein Tag. Ich bin nicht irgendwie schon tollpatschig aufgestanden. Also ich nehme es mit Humor, also. Ja. Vielleicht Konzentration ein bisschen flöten.
Weil in letzter Zeit ist doch relativ viel los. Ich meine, am Dienstag habe ich mich nicht wohl gefühlt. Und habe trotzdem screamt, genau. Streamt. Und gestern ist meine Mutter gekommen und da haben wir dann, sind wir gepostet und alles. Das war auch ein bisschen anstrengend gewesen. Und heute wieder, heute haben wir wieder das gleiche gemacht und wieder einen Stream. Und ja. So, erstelle gleich mal den dritten Account. Der Name für den dritten Club muss, muss auch abgesichert werden. Okay, macht ihr das Cookie? Dann viel Spaß mit dem neuen Account. Genau, also ich bin froh, dass ich morgen mal nicht streame, weil morgen ist halt kein Streaming-Tag bei mir, sondern nächsten Samstag wieder. Dann kann ich mich morgen mal ein bisschen auf mich konzentrieren, mit einem anderen Hobby nachgehen und ja. Ich habe halt immer Probleme, anfangen für Geschichten zu schreiben. Okay, also ich jetzt weniger. Aber vielleicht kannst du einfach mal an der anderen Geschichte mal anknüpfen und einfach so tun, als ob es einfach ganz normal weitergehen würde. Das habe ich bei meinem zweiten Buch gemacht, genau. So. Zum Beispiel bei meiner Ressortgeschichte muss ich eigentlich mit der Hauptgeschichte oder mit der Hauptstory anfangen im Spiel spielen. Okay. Ja. Dann kannst du irgendwie zum Beispiel am Ende von der Hauptstory irgendwie anknüpfen. Zum Beispiel, wo sie in so einem Lagerfeuer hocken, dort vor dieser Schlucht. Und ja. Während bei dir die Nachricht überflogen, ich habe noch vor der Cookie etwas geschrieben. Ja, das mit Ups ohne das Y am Schluss habe ich gesehen, aber das ist das Einzige, was du geschickt hast mit Blueberry Castle. Oder sagen wir, das Einzige, was durchgekommen ist. Irgendwie kommen da scheinbar einige Nachrichten nicht durch. Werden die mir vom Handy angezeigt? Nein, nicht mal vom Handy sehe ich die Nachrichten. Okay, das ist irgendwie schade. Ich versuche es einfach mal auf Deutsch und vielleicht funktioniert es ja dann. Ach so, habe noch was wegen der Schlechtpferde geschrieben. Okay. Und willst du es nochmal schreiben, weil da ist wirklich nicht durchgekommen, leider. Bei mir ist es auch schon passiert, dass mir Nachrichten nicht angezeigt werden. Ich dir mal kurz aus dem Stream und dann raus und komm wieder rein. Genau, das könnte vielleicht helfen, Dori. Das, was Dreier gerade geschrieben hat. Also habe ich nachher geschrieben, dass du auch die Schleimwerte hast, wie ich habe. Okay. Ja, wir haben. Ich glaube, die beiden haben wir sogar beide. Genau. Ich muss noch anders anhocken, es wird langsam unbequem. So. Genau, da der Brunnentrakener, wo irgendwie so Perlen in der Mähne hat. Und der
Palomino Saddlebred, der fast aussieht wie der da in SSO. Was bei mir dort auch der Kaufgrund war. Genau, ich han ein Drittschleichpferd, der Knappstrupper, der eigentlich fast genau gleich aussieht wie der Dalmatiner Knappstrupper da in SSO. Aber der hat ja keinen Namen. Darum habe ich den jetzt wahrscheinlich vergessen zum Aufzählen. Genau, also ich habe 3 Schleichpferde. Steht, steht das Knappstrupper ganz gerade oder hat er eher galoppierende Pose? Er steht eigentlich ziemlich gerade. Also so ein weißer Knappstrupper mit ganz feinen weißen Punkten. Ich meine schwarze Punkte. Ich bin nicht irgendwie durch den Wind. Ich weiß nicht wieso. Okay. Ach so, dann habe ich den doch nicht. Okay. Ähm. Ja, aber die anderen beiden haben wir beide. Der Kinder und Saddlebred. Wenigstens das, oder? Ist es ein altes Modell oder ein neueres? Ich vermute mal ein neueres, weil ich es erst gerade das Jahr im Laden gekauft. Also vermute ich, dass es ein neueres ist. Aber ich kenne mich da leider zu wenig aus dafür. So, gemeinsamen Moment. Hoppala, genau. Einmal auf dem Hindernis stehen bleiben. Gut gemacht, McNugget. So. Der Name passt übrigens wirklich, weil es wegen die Farbe von einem McNugget hat. Bin ich jetzt nicht ganz. Ich glaube, das McNugget ist ein bisschen heller. Aber ja, irgendwie, es erinnert schon an das Chicken Nuggets aus McDonald's. Ja. Ich bin jetzt eben, wie gesagt, leider nicht so Fan von den Saddlebreds. Genau. Okay, dann ab zum Observatorium rauf.
mag den schnellen Galopp bei den Saddlebrats nicht. Schnell Galopp. Ja, ich finde allgemein Gangart bei dem nicht so toll. Und irgendwie so ausgesehen, es geht eigentlich, aber ja, die Gangarten gefallen mir bei dem irgendwie nicht. Aber ich habe es jetzt halt genommen, damit ich es hinter mir habe. Dann noch in Fearcraft ausleveln nach dem Stream. Und ja, und dann upgraden damit. Übrigens, ich habe neue Reshades installiert. Bin nicht wieder auf die Suche und habe ein paar mega schöne Reshades gefunden. Ups. Oh, das ist eine gefangene Tasche. Ich hole einfach nur schnell das Licht. So. Ich habe es gesehen. Das mit der Reshade. Ja, das eine Thumbnail für den Stream ist unter anderem eins. Also einer von den neuen Shader. Und ja. Okay. Perfekt. Oh, Level Up. Der McNugget ist Level 9. Juhui. Genau, und sonst so? Alles gut bei euch? Oder liegt euch irgendetwas auf dem Herzen? So, Midnight, bist du vielleicht per Zufall gerade da? Das ist schnell sie. Der Midnight. Sehe ich jetzt nicht. Schade. Vielleicht Aurora? Auch nicht. Okay, dann mache ich's Rennen. Und da ist, glaube ich, die gefangene Tasche. Genau. Mich nervt es nur im Moment ein wenig, dass ich zu wenig zeichne. Okay, also hast du zu wenig Zeit oder machst du es einfach allgemein irgendwie weniger als sonst? Okay, heute ist wirklich nicht mein Tag. Jetzt bin ich hier irgendwie zu tollpatschig. Genau, jetzt wäre der Midnight da, während wir rennen.
mache es im Allgemeinen schon weniger als sonst. Bin ich. Moment. Ich mache es im Allgemeinen schon weniger als sonst. Bin nur am Spielen und das nervt mich, aber ich brauche ein gewisses Feeling auch dazu. Ja, stimmt. Vielleicht einmal bewusst wieder mal zeichnen. Oder ja. Ich verabschiede mich jetzt auch. Gute Nacht, schlaft gut. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Danke, Cookie. Gute Nacht dir. Und schlaf gut. Später. Oder jetzt, weiß nicht. Und dann bis nächstes Mal. So, Aurora. Du bleibst jetzt da. Perfekt. Okay. Oh, der Bert ist auch da. Perfekt. Und die Jute nebendran will ich auch noch gerade. Okay, wie viel Licht habe ich eigentlich? Über 5000. Dann kann ich da die täglich Pferde-XP umtauschen. Und dann sind doch irgendwie 2000 XP oder 1000 oder irgendwie so etwas. Und ja. Aber zuerst das andere Licht rennen. So. Ich war heute wieder auf Pinterest unterwegs und dort habe ich mir viele Zeichnungen gesehen, da habe ich schon wieder Bock drauf kommen zu zeichnen. Then go for it! Wenn man dann wieder mal Lust aufs Zeichnen bekommt, dann sollte man das nutzen. So, übrigens, ich weiss nicht, wie lange das ich heute noch streame. Der Twinkle ist auch da. Super. Je nach Zustand, also ob ich müde werde oder so. Oder einfach merke, dass es einfach nicht mehr geht von der Konzentration her. Wenn ich dann eben vielleicht nicht so lange streame.
Nein, nicht das. Nein, bitte nicht. Ja, schön hoi, Nani. Tschüss. Und wir vielleicht noch später ein paar Champignons reiten. Oh ja, das sind cool, Champignons reiten. Nein, du meinst Champis, oder? Aber auf Pilz reiten wäre sicher auch noch lustig. Je nachdem halt, wie ich mich fühle, ja. Und sonst gerne morgen wieder. Morgen ist eh Samstag. Nein, warte, morgen ist Freitag, hä? Übermorgen, am Samstag, wenn ich dann wieder streame. So, die habe ich noch wollen. Perfekt, der McNugget ist Level 10. Hui. Das Irrlicht hole ich noch schnell, bevor ich das Rennen mache. Klar. Genau. Ich bin nach dem 9. Jump noch kurz weg. Alles klar. Wann ist denn das 9. Jumpy? Ah, nach dem 9. Jumpy. Oh mein Gott, nicht nach dem 9., sondern nach dem 9. Ja, genau, richtig lesen müssen wir auch noch können. Okay, dann bist du nach dem 9. kurz weg. Alles klar. Und jetzt leckt es gerade ziemlich. Ryan und Jumping aus dem nächsten Kino. Also ich will es schauen. Ich finde es lustig. Vor allem so ein Champignon-Sattel. Und dann mit dem um die Bett reiten. Champignon-Pferd. Was ist besser? Ja, das wäre so lustig. Das nächste Pferd heißt Champignon. Gute Idee. Und der Pilz, wo dann reitet, heisst Jumpy. Oder Championat. Und so heisst ein Champignon. Hat das gerade überhaupt Sinn ergeben? Ich hoffe es. Stell dir vor, es so wie ein Champignon-Pferd reinbringen, das die Farbe hat. Das wäre cool, so ein Pilzpferd mit Thema Champignon. Das wäre toll. Oder Special Pilzross. Also es mag ein Champignon-Pferd. Wieso nicht? Also ich wäre dabei. Ich würde mir das kaufen, wenn es gäbe. Das wäre aber mega süß. Egal, das Pilzross. So wie die Pilzkühe in Minecraft, nur eben als Ross und wahrscheinlich in braun. Weil Champignons sind ja braun, weißlich. Ich könnte das mal zeichnen und dann hochladen. Ah, das wäre eine tolle Idee, Raya. Machst du das? Das ist ein mega herziges Pilzpferd. Vielleicht als Belgi oder als Appaloosa von der Form her. Das wäre super, super cute. So, Lichter. So, kommen ihr Lichter. Ich brauche euch. Ah, perfekt. Geht alle aufs Mal. Ja, und das Pilzross heisst dann irgendwie Champi oder Champignon oder irgendetwas Französisches. Das heisst Pilz auf Französisch, also einfach nur Pilz. Das ist sicher noch cute. Moment. Oh, LDLC.
Jumpy wäre ist der mega cute. Ja, gell. Und statt Jumpy nur irgendwie die französische Aussprache von Jumpy. Jumpy. Das wäre so herzig. Und vielleicht auf dem O so ein Dächli oder so. So wie bei Hotel. Ich meine, das hat das Dächli drauf, oder? Ja, das wäre richtig süß. Schon. So ein kleines Pony als Pilz wäre auch süß. Ja, das wäre richtig herzig. Oder das Bummelpony, also Starterpony wahrscheinlich. Oder ein Gotland, die finde ich auch mega toll wegen der Mähne. Oder einfach ein Appaloosa mit langer Mähne. Weil Appaloosas mit langer Mähne sind für mich fast schon aus wie Ponys irgendwie. Entweder würde ich dem Pferd einen Pilzhut geben oder dem Reiter, das wäre dann so etwas dazu. Och jö, ich würde es dem Reiter geben, damit irgendwie zum Beispiel irgendetwas Cooles am Kopf kannst designen. Das wäre noch cool. Der Champi. Jö. Also ich habe ein neues Projekt. Super, ja, dann leg los. Ich bin dann schon aufs Resultat gespannt. Vielleicht nimmt das so dann die Idee. Ja, das wäre so cool, wenn es so das würde sehen und jeder so toll fände, das vielleicht irgendwie fürs Halloween-Event so ein bisschen Herbstthema oder so wir rausbringen. Es wäre so toll. Dann hätte man wirklich ein Bild zu Pferd. Okay, dann geht es wieder zum Polebending rennen. Das war ein Herbstevent, wo das Pilzpferd dann zum Kauf da steht. Ja, das wäre eigentlich fast passender als jetzt zum Beispiel das Halloween-Event. Ja. Oder in allgemein so ein Herbstfest wäre dann es so mega, mega toll. So außerhalb von Halloween. Weil ich brauche mehr Herbstmarken. Ich habe auf dem Account keine einzige. Es gibt so viele Sets, die ich will und ja. Okay, dann ab nach Firgrove.
und das Moos will ich noch. Dann aber vor Halloween. Ja, weil im November wäre es unangenehm. Besser irgendwie so späten August, Anfang September, um den Herbst können einläuten. Das wäre richtig cozy. So, da wären wir. Nach die Ideen es so schicken, aber ich weiß nicht, ob sie es wirklich annehmen und umsetzen werden. Ja, das ist die andere Frage. Weil ich glaube, wenn man beim Kundendienst das Kontaktformular öffnet, kann man angeben, unter anderem, ich habe ein Problem, ich habe einen Bug, ich habe das und das. Oder ich habe eine Idee für Star Stable. Ich kann es mal so versuchen. Und vielleicht kommst du dann Feedback über. Und ja, dann haben sie zumindest die Idee registriert. Und ja, vielleicht können sie es dann umsetzen. Also versuchen kann man es ja, oder? Wenn so ein Mammutpferd mit so extra viel Haaren toll. Jetzt weniger. Also es könnte sicher mega cute sein, aber nein, nicht unbedingt. Oh, okay, jetzt hat es genau während dem Sprung gelegt. Das ist auch nice. Nein! Och, komm jetzt!
fandest du eigentlich den letzten Halloween-Pferde so? Ich habe es richtig cool gefunden, die letzten Halloween-Pferde. Ja. Da hätte ich mir so ein bisschen etwas Unheimliches gewünscht. Irgendwie vielleicht, was haben wir, das Vampirross oder Geisterross oder so. Irgendwie so etwas. Aber ja, das Roboterross ist jetzt nicht unbedingt Halloween, finde ich. Das hätte man auch zu einem anderen Event oder so rausbringen können. Aber sonst finde ich es noch toll. Ein Spinnenpferd wäre auch toll gewesen, aber ich glaube, das wäre zu unheimlich für die Kleinen. Ja, es gibt sicher viele Kinder, die Angst vor Spinnen haben und die würden nicht unbedingt wollen ein Spinnenross haben. Aber es wäre sicher noch speziell. Moment, Schäfli, die... Okay, nein, das mache ich nicht. Das Tier ist weg. Es ist wahrscheinlich dein Zurück, wo ich es gefunden habe. Ja, ist gut möglich. Okay. Da gibt's nichts zu machen, das ist super. Also ich würde mir bei Halloween so ein Fledermausross wünschen. Das wäre noch richtig, richtig cool. Ich hasse es auch immer, die Kühe und die Schafe, was ich hier zu treiben, man kommt nicht voran. Genau. Man muss, entweder schmeckt es schnell oder es dauert ewig. Und darum die Tiere vor umtreiben mache ich nicht gern. So. Gut. Dann die beiden rennen da vorne. Wo geht's nachher bei dir hin? Das Dinotal. Nach der Starshine Range geht es immer ins Dinotal. Und nach dem Dinotal Südhof. Und in Südhof hätte ich noch bei dem einen schauen, wegen dieser riesigen Katze, die du gestern erwähnt hast. Bin ich schon ziemlich gespannt. Mustang ist endlich ausgelevelt. Ah, super, Dori. Cool. Jetzt hast du keinen mehr, oder? Dann sind sie gegen den Schluss. Okay, da muss ich dann echt drauf achten. Ja, halt jetzt nicht mehr zum Leveln. Okay, es kommt ja bald ein Bazar. Vielleicht findest du das, was dir gefällt. Das Tier ist weg. Ich weiß, dass das Tier weg ist, es ist so. Ja, komm schon. Hoppla. Also ich habe noch locker über 100 Rösser zum Ausleveln.
allein irgendwie 3 Seiten im Stall sind bei mir Level 1 Rösser. Und ja. Und vielleicht mache ich darum die ganze Zeit Level Streams, weil, ja. Weil es ist am einfachsten, zum einfach ein bisschen miteinander quatschen und so. Und ich kann da eigentlich meine Rösser abarbeiten. Genau. Eigentlich habe ich auch viele Pferde, aber die sind halt einfach ganz verteilt. Ja. Gut, wenn man alle meine Rösser zusammenzählt, also auf den Juni habe ich über 140. Also ich habe jetzt wahrscheinlich insgesamt 600 Rösser. Also 144 auf meinem alten Hauptaccount und da 300, ne, warte, 460 grösser etwa. Und es gibt etwa 600, ganz grob gerechnet. Also ja. Wenn ich alles auf meinem Hauptaccount investiert hätte, dann hätte ich da wirklich schon wahrscheinlich 600 Rösser. Ah, okay. Ich darf einfach immer noch Starshine-Musik haben. Nice. Also kaufst du Starcoins? Ja, aber jetzt auch nicht mehr so oft, weil ich mir jetzt ein bisschen aufs Geld achte. Aber ja, ich habe eine Zeit lang extrem viele Starcoins gekauft. Ich fange jetzt dann erste Reiter zu kaufen. Okay, was ist erster Reiter? Das kann ich gar nicht. Okay, dann ab nach Südhof. Star Rider. Ach so. Also auf allen Accounts Star Rider? Oder nur auf bestimmten? Südhof. Okay. Einmal Arbeitswidmis. Im Moment nur bestimmt, aber wahrscheinlich werden sie am Ende doch alle. Okay, das heißt wahrscheinlich ziemlich sparen, damit du das alles kannst leisten. Und ja.
Warte aber auf Angebot. Ich glaube, aktuell ist sogar Aktion, bloß man kommt das Set über. Also, es lohnt sich jetzt eigentlich schon ziemlich. Aber ich werde es dann nicht überreden oder so, auf gar keinen Fall. Genau, also jetzt muss ich nachher mal schauen wegen der Katze. Also am Schluss tatsächlich. Da ist ja wirklich eine Monsterkatze. Wer das blenden? Och je. Ja, das ist wirklich gross. Vollherzig. So ist die so gross? Ja, ist gut, habe ich gehört. Okay, wieso habe ich die noch nie gesehen? Ups, genau. Was ist das gerade gewesen? Okay, da ist sie immer noch. Richtig herzig. Ich muss gestern Nacht zweimal hinschauen, um das zu glauben. Auf dem Foto sieht sie, also im Fotomodus sieht sie ganz normal aus von der Größe, aber nur im Rennen irgendwie oder wenn man irgendwie das Ross hat, also mit drauf hat, dann ist es wirklich eine riesige Katze. Und mega cute irgendwie. Obwohl ich jetzt halt eben nicht so ein Fan von Katzen bin. Äh, Es wäre auch toll, wenn unsere Haustiere mal etwas größer werden als diese bestimmte Größe, die sie immer haben, wie zum Beispiel große Hunde. Ja, das wäre cool. Dann würde es einfach nur mitlaufen und nicht in die Satteltasche. Das wäre mega cool. Okay, dann geht's ab zum Eishütler. Moment, Station Range. Hä? Was habe ich denn da noch offen? Ah, das Tier. Okay, okay. Das wären dann Lauftiere. Es gibt ja auch Satteltaschentiere. Okay. Das wäre aber auch cool, wenn es so etwas gäbe. So. Jetzt wieder aufs neue Rennstrecke. Nachher müsste der McNugget schon Level 11 sein. Also Tiere, die nur in der Satteltasche sitzen. Ah, okay, die bleiben dann drin? Oder meinst du so?
es Tiere, die in der Satteltasche nur sitzen können. Dann gibt es Tiere, die raus aus der Satteltasche springen können. Und es gibt Tiere, die nur mitlaufen können. Okay. Es wäre noch cool, wenn es so Tiere gäbe, die wo einfach nur mitlaufen könnten. Das wäre richtig cool. Das meine ich ja. Okay. So. Der Südufer erledigt. Und der McNugget ist Level 11. Ui, okay, das ist gerade ein Club. Gut zusammen. So. Dann ab zu der Goldspurfarm würde ich mal sagen. Goldspurfarm. So. Sorry, dass ich heute mal nicht mitreite, aber ich möchte das noch weiter hochleveln. Absolut kein Problem, Raya. Absolut kein Problem. Mitreiten ist natürlich kein Muss. Und ja. Sonst gefährdet sich noch leveln muss, ist der Rundenläufer und der ist auf Level 14. Warte, wir ist ja bald durch mit dem Leveln. Und der Rundenläufer ist ganz toll. Ich weiss noch, wie ich mich gefreut habe, als ich ihn endlich freigeschaltet habe. Das war eine tolle Zeit gewesen. Okay. Ich glaube, ich mache heute nicht mehr allzu lang. Weil ich merke, dass ich langsam irgendwie nicht mehr so mag. Also 3 Tage hintereinander streamen ist schon ein bisschen too much, finde ich. Ich
Ich würde sagen, ich bleibe bei meinem festen, ähm, festen Streaming-Plan. Wir sind wieder alleine. Okay, wir zeigen jetzt wieder nur zu null Zuschauer, obwohl ich da den Stream selber offen habe und du, Raya. Also müssen theoretisch zwei gleichzeitige Zuschauer da sein, aber es zeigt mir wieder nur null an. Dori kommt vielleicht normal. Sie hat ja gesagt, dass sie ab dem 9 Uhr kurz weg ist. Und ja. Wieder. Ah, okay. Dann hast du alles können erledigen, oder? Wir können andere täglich streamen. Also es macht schon Spaß, aber gerade 3 Tage hintereinander ist für mich zu viel. Ich bin noch schnell gut duschen, sie haben aber den Stream nebenbei laufen lassen. Oh, okay, spannend. Ja. Okay, dann ab zu der Koppelinsel. Okay, in dem Fall sind es wieder jetzt nur wir drei, also die Stormrunner sind wieder united. Oder wir sind jetzt ein bisschen unter uns, wir drei. Mir fällt langsam auch nichts mehr ein zum Besprechen oder zum Reden. Ja, irgendwann haben wir halt alles durchgehauen und ja. Zum Beispiel, wir könnten mal eben ein Q&A machen. Ihr stellt mir Fragen und ich sie beantworten. Oder ihr könnt mir Fakten über irgendetwas nennen. Zum Beispiel, was wisst ihr alles über Sony? Das könnten wir machen. Oder ja, so ein bisschen etwas Interaktives. Das würde jetzt am meisten Spaß machen, würde ich mal behaupten. Man könnte ein Spiel spielen, wie zum Beispiel sehen was du nichts ist und das ist grün. Das meinst du jetzt in echt oder in SSO? Also zum Beispiel, ich sage jetzt zum Beispiel, ich sehe, was du nicht siehst und das ist rot, das ist zum Beispiel Cola-Dose. Aber die gibt es in SSO nicht. Oder ich stelle mich irgendwo in SSO an und dann machen wir das. Das könnten wir auch machen. In SSO, ah, okay. Das heisst, wir stehen da einen Ort an und spielen das dann. So. Okay. Das wäre halt dein Leben. Es wäre halt dein Leben nicht kompliziert, wenn man weiter reizt, weil dann muss man sich zurück überlegen, was man gesehen hat. Also, wie meinst du? Es wäre halt dein Leben nicht kompliziert, wenn man das reizt. Ah, du meinst, wenn man da im Spiel weiterreitet, dann wäre es kompliziert, um dann zurückdenken, was man gesehen hat. Meinst du das?
Okay, das heißt, dann würde ich da irgendwo einfach mal anstehen und dann ein wenig. Okay. Das heißt, dann würde ich da irgendwo anstehen im Spiel und dann könnten wir das machen. Wäre doch eine gute Idee. Hoppala, genau. Schon wieder. Gut gemacht, McNugget. Also, was mich jetzt noch wundern nimmt, wie könnten andere. Und da ist Dori, Sally. Wie könnten andere jeden Tag streamen und haben immer und immer wieder Gesprächsthemen? Das ist etwas, was ich jetzt nicht wirklich verstehen kann. Ja. Daraus könnte man auch eine Challenge machen. Zum Beispiel ein Pferdekaufvideo. Also wie kann man denn aus dem ein Pferdekaufvideo machen? Zum Beispiel der verliert, der muss sich ein Ross kaufen, oder? Wie meinst du das? Okay. Ja, das weiß ich ja jetzt noch nicht. Okay. Aber Idee wäre es zumindest. Okay, ich merke gerade, meine Konzentration lädt das so nah. Hoppala. Genau. Ja. Oder ein Pferd nach Farbe. Ja, kann man auch machen. Das wäre noch cool. Okay, vielleicht wäre es gescheiter zum nachher aufhören, weil ich merke irgendwie, dass mich gerade alles so ein bisschen auf den Sack geht. Irgendwie und das gescheiter zum mal aufhören. Und ja, zum Beispiel die Musik hat gerade irgendwie genervt. Ja, okay. Vielleicht noch das eine Springreiterrennen dahinter und dann würde ich sagen, mache ich fertig für heute, weil ich streame am Samstag dann wieder. Und ja, ich glaube, manche Pferde haben sogar Augenfarbe. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Zum Beispiel einige haben grüne Augen, einige haben blaue Augen. Wild River. Oh, herzig. Okay, ich würde sagen, ich mache noch sicher die beiden Rennen. Weil das Rennen auch ziemlich lang ist. Alles gut. Okay, gut. Ich möchte einfach nicht, dass ihr die Gereiztheit irgendwie merkt oder so. Ja. Weil 3 Tage hintereinander streamen ist wirklich ein bisschen too much. Finde ich. Und ja. Dann bin ich froh, dass ich morgen mal einen Tag Pause mache. Und genau. Dafür dann mit neuer Energie am Samstag loslegen. Dann vielleicht auch mit Jumpies oder so. Und ja.
Wenn ich streame jetzt doch schon wieder 2 Stunden. Schon ziemlich. Gut, ich habe schon viel länger gestreamt, aber trotzdem. Ich habe es dann weniger gemerkt, dass du gereizt warst. Okay, ja, ich will es nicht auf euch abfärben. Oder wie kann man dem sagen? Zumindest so, dass. Ja. Ich will es nicht auslassen, sagen wir es so. Und darum, bevor das passiert, werde ich gescheit aufhören. Und ja. Aber dann will ich noch das eine Rennen machen und dann würde ich sagen, mach Schluss für heute. Und ja. Genau wie die Musik heisst, bei diesem Rennen habe ich bis jetzt auch noch nicht herausgefunden. Okay, das Ende vom Stream nachher jetzt. Weil das Rennen ist jetzt fertig. Okay, habe ich den McNugget doch auf Level 11 hochgekriegt. So etwa 11,5. Genau. Also so könnte die Lieder anhängen an die Rennen. Ja, das wäre noch nützlich. Oder zumindest oben so wie in der Disco so angeschrieben Now Playing. Dann der Titel vom Lied, zum Beispiel Race Eyes oder Celebration oder irgend so etwas. Genau. Kann man da irgendwo auf den Zaun rauf? Okay, das war eine blöde Idee gewesen. Jetzt sind wir wieder vereint, wir drei. Na, wie toll. Salut, Ray. Crazy Color. Ja, das hast du erklärt, wieso das so ein Crazy Color heißt. Finde ich noch cool. Doch, jetzt ist 2014, mein digitaler Bilderrahmen hat sich gerade ausgeschaltet. Okay, wie findest du meine Kuhohren? Ja, ich finde die super süß. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Ähm, ja, so die Kuhohren finde ich allgemein mega herzig, aber ich glaube, das findet die Allgemeinheit auch so. Genau. Vielleicht kurze Levelpause und dabei der Abendshow, deshalb erst jetzt da. Alles gut, Alex. Und wie war die Abendshow? Okay, eigentlich kann ich jetzt wel aufhören, aber ja, gut, gut. Okay, das freut mich. Schade, ich kann es nicht schicken. Kein Problem.
Genau, ich bin wieder extrem gesprächig. Ähm, bei mir zeigt es gerade 4 Zuschauer an. Ja, bei mir auch. Also wir reden da dich, Raya, ich, mis, also auf dem Handy habe ich so offen, der Alex und nochmal jemand. Vielleicht Miss Dori. Das wären dann wir 4. Genau. Was läuft denn da so im Globalchat? Du musst sagen, wenn du müde bist, dann macht das auch so gar keinen Sinn. Ja, also müde bin ich nicht. Ich bin einfach ein bisschen durcheinander, weil 3-mal streamen hintereinander ist schon ein bisschen viel. Ja, bin da. Oh, okay, schön. Genau. Müde. Nein, eher ein bisschen erschöpft oder ein bisschen, kann man dem sagen? Ein bisschen too much von Streaming, sagen wir so. Also 3 Tage am Stück streamen ist schon ein bisschen viel. Deshalb mache ich morgen mal eine Pause und stream dann wie gewöhnlich am Samstag wieder. Also müde. Eben nicht wirklich. Ja, alles gut. Okay, gut. Kein Stress. Genau, das ist das Wichtigste. Mein Ellenbogen tut langsam weh. Oh no, dann vielleicht einfach anders anlegen oder anders anhocken oder so. Genieß den Tag für dich morgen. Danke, Alex. Eben morgen mal mache ich eine YouTube-Pause oder ja, ich mache mal eine YouTube-Pause. Ähm, und du dann ähm, am Samstag dann Videos aufnehmen und schneiden und aufladen. Genau. Ich fühle dann immer eine Taubheit im kleinen Finger. Oh, das kenne ich. Also, ein kleiner Finger und unten dran beim Handgelenk irgendwie auch. Also, ja. Bei mir ist es schon in der zweiten Woche nichts fast. Ja, aber dafür hast du Urlaub. Also, das ist doch auch schön. Genau, dann würde ich jetzt sagen, tue ich den Stream da beenden. Aber es war das mega toll gewesen mit euch. Hoffentlich hat es euch auch gefallen und so. Und ja, Raja legt ein Gerät weg. Ja, wenn es langsam taub wird, dann sollten wir schon langsam das Handy vielleicht auf die Seite legen oder das Tablet. Genau. Ja, dann hören wir uns dann am Samstag wieder. Also morgen kommt kein Video von mir, weil morgen nehme ich mal einen Tag für mich. Und genau, wo ich mal meinem anderen Hobby nachgehe, also knüpfen oder mal ein bisschen ausschlafen oder so, was ich sowieso mache. Und ja, gute Nacht, schlaf gut, träum was schönes, kleines Völkchen. Tschüss und gute Nacht dir euch. Okay, in dem Fall tschüss Raya, tschüss Dori, tschüss Alex. Mega schön, dass ihr da gewesen sind und dann bis am Samstag, wenn ihr Zeit habt. Und ja, in dem Fall macht's gut. Schönen Abend noch und gute Nacht. Und ja, ich bin wieder mega schlecht im Abmoderieren von Streams. Alles klar. Okay, dann will ich jetzt den Stream da beenden. Und ich wiederhole mich, oder? Ich will einfach nicht beenden, weil es einfach so Spaß macht, aber gute Nacht, schlaf, kein Stress. Okay. Alles klar, dann bis am Samstag. Wenn ihr dann auch vorbeischauen könnt und wenn nicht, ist auch okay.
Dann würde ich sagen, tschüss zusammen.